Ich hasse Zigaretten. Ich hasse Zigaretten. Sehr gut. Prima. Ich hasse Zigaretten. Ja, wunderbar. Wenn Sie jetzt aufwachen und aufstehen, wird jemand zur Tür hereinkommen und Ihnen eine Zigarette anbieten. Das ist für Sie gar kein Problem mehr. Sagen Sie einfach, Uah. Uah. Sehr gut. Uah. Ja, wunderbar. Uah. Ja, was soll das denn? Sie haben doch eben ganz laut und deutlich Bäh gesagt. Nicht wegen der Zigarette. Wegen der Schwester. Ich bin Oberschwester Rabiata, Herr Professor. Ja, jetzt weiß ich natürlich, warum mein Vorgänger weggegangen ist. Ich habe alle Ihre Fotos aus der Ärztezeitschrift ausgeschnitten. Sind Sie zufrieden hier mit Ihrem neuen Krankenhaus? Nein, noch nicht ganz. Mir fehlen echte Herausforderungen. Wir brauchen Patienten zwischen Leben und Tod. Kleine Wehwehchen heil ich alle auf der Stelle. Gicht, Galle, Blinddarm, Leber, alles gut und schön. Doch was wir brauchen, sind die wirklich schweren Fälle, die dann am nächsten Tag auch in der Zeitung stehen. Haben Sie mich verstanden, Oberschwester Rabiata? Keine Sorge, Herr Professor. Da kümmere ich mich persönlich drum. Bitte darum. Hallo Bleifuß, Afrikaner, Indianer, Insulaner, unser Ahne, alle auf der Autobahn, Autobahn, Autobahn. Auf der Autobahn, mit und ohne Abitur, auf der linken Spur. 10 kleine Raserlein, die rasen um die Wette. Der eine rast dem anderen rein, jetzt rast der Puls im Bette. 7 Überholiker, die drängeln im Gedränge. Der eine kriegt die Kurve nicht, schon singen in die Enge. 6 auf der Autobahn mit viel zu viel Promille. Die rauschen in den Acker rein, doch danach wurde es stille. Von jedem Platz der Heimat führt ein Weg in die Hölle. Folge nur den blauen Schildern und da findest sie unter Garantie auf alle Fälle. Auf der Autobahn, auf der hallo Bleifuß, Afrikaner, Indianer, Insulaner, unser Ahne, alle auf der Autobahn, Autobahn, auf der Nein. Gut, dass ich Sie treffe, Schwester. Sie müssen mir helfen. Wenn ich kann. Oh, vielen Dank. Also, stellen Sie sich mal vor, was mir passiert ist. Ich sitze bei der Arbeit, blättere in diesem komischen Buch über Krankheiten und lese nur was von Kopfschmerzen und zack, geht's auch schon bei mir los. Also, nur wegen dieses lausigen Wortes Kopfschmerzen. Können Sie sich das vorstellen? Also, das wird so schlimm. So schlimm, sage ich Ihnen. Ich dachte, mir platzt gleich der Schädel weg. Bestimmt Zufall, denke ich, und blättere weiter und stoße auf das Wort Übelkeit. Ja, nun raten Sie mal, was mir prompt passiert. Ich habe mich noch nie so mies gefühlt. Kotzübel, sag ich Ihnen, und nur an das Wort gedacht, da geht's auch schon los. Zweimal hintereinander. Also, ich völlig durcheinander, irre nervös.
Nein, ich habe mir sofort ein bisschen Baldrianpillen besorgt, aber ich habe so gezittert. Ich habe nicht eine zu fassen gekriegt, die sind mir alle um die Ohren geflogen. Und auf einmal war alles okay. Ich habe mich prima gefühlt, völlig entspannt. Tja, die Symptome sind eindeutig. Ja. Sie leiden an einer extremen Form von hypochondrischer Hysterie. Und was würden Sie mir raten, Schwester? Naja, werden Sie bloß nie Krankenschwester. Jetzt brauche ich erst mal einen Kaffee. Na, bleiben Sie mal sitzen. Ein Riesengezeter um jeden Fuzzimeter, doch im Krieg und auf der Autobahn ist alles erlaubt. Wer dümpelt denn da vorne so dröge hin und still? Am liebsten nehme ich den auf meinen Safari-Grill. Bevor ich da noch länger an seinem Auspuff schnupper, da rausch ich doch wie nix vorbei, notfalls über die Wupper. Auf der Datter, auf der Datter, auf der Autobahn. Auf der Datter, auf der Datter, hallo Bleifuß, Afrikaner, Indianer. Kaffee? Kaffee? Ja? Kaffee? 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 Ja, danke. Oh, Kaffee? Kaffee? Nein, danke. Kaffee? Kaffee? Mit Milch und Zucker? Dumme Kuh. Und damit schalten wir um zum Telekolleg zweiter Teil. Selbstheilung durch Akupunktur.